Hallo zusammen. Die Coco und ich sind am Verrecken hier. Es ist hure heiß. Ich habe mich vor einer Woche oder so erkundigt in meinem Zimmer, weil ich meine Bikinis gesucht habe, um in die Ferien zu gehen. Und bei dieser Entdeckungsreise habe ich das Büchlein gefunden. Und ich glaube, wir haben alle als Kind so ein... Oder keine Ahnung, okay, vielleicht sind ja normale Kinder gewesen, aber ich habe als Kind extra das Büchlein gehabt, um meine Passwörter reinzuschreiben. Und andere Sachen. Zum Beispiel meine Geheimsprache anscheinend. Aumke heisst Emma. Oma heisst auf Geheimsprache Umk. Gut zu wissen, Emma. Aber die Hauptsache ist, einen Stern, wo Emma heisst. Das ist der Stern, wo Emma heisst. In diesem Büchlein habe ich dann eben auch mein altes Movistar Planet Passwort gefunden und habe dann auf Insta so ein paar Screenshots davon gepostet. Alter Coco, kannst du bitte nicht so blöd aussehen? Ja, wir sind auf Insta sehr begeistert davon und haben gefunden, das ist eine gute Idee, wenn ich ein Reaction-Video auf YouTube mache. Darum machen wir das jetzt. Wir schauen meinen scheiß Movistar Planet Account an und... Was? Herunterladen, um zu spielen? Alter, muss mir jetzt den Scheiß abladen? Ja, oha. Nee. So, wir sind am Einloggen. Einschlagimogi. Mal sehen, was uns hier... Boah, mein Laptop stirbt jetzt schon. Ich weiss noch früher. Ich glaube, ich habe angefangen Movistar Planet zu spielen, wo ich irgendwie so 7 war. Also, no joke 7. Vielleicht so bald... Nein, nicht mal bald 8, wirklich 7. Und was die Leute zum Teil geschrieben haben... Was die Leute zum Teil geschrieben haben, war einfach so abgefuckt gewesen. Und ich habe das nicht mal gecheckt. Ich musste dann so googeln, so was heisst Loch und so ein Scheiß. Sorry. Oh! Oh! 1000 Starcoins! King. Ich fange jetzt wieder an zu spielen. Ich habe meine Mutter terrorisiert. Ihr seht ja da, ich war Judge. Das ist 180 Tage VIP. Früher war es, glaube ich, ein Jahr. Sie scammen jetzt. Jetzt gibt es sicher etwas anderes, wo... Was ist Star VIP? Okay, egal. Ich bin... Also, lasst euch nicht verwirren von dem Literally Do Be Vibing. Das ist ein bisschen zu modern. Früher, ich war eben schon mal drin und habe mein Outfit auch gewechselt und so. Keep in mind, ich habe das angefangen zu spielen, wahrscheinlich 2011 oder so. Das ist 10 Jahre her. Mein Profil... Was wollen wir... Ich weiß gar nicht, was ich zuerst anschauen will. Das ist just so embarrassing. Also komm, schauen wir da bei den Favoriten mal rein. Mein Lieblings-Lookbook hat doch das geheißen, oder? Schule! Doch Style! Hat doch Style! Lady Mystery vielleicht? Ihr kennt doch sicher die Lady Mystery auf TikTok. Das bin ich. OMG, gut, oder? Habt Fresse. Totenkopf. Also, ihr seht, am 28.01.2011 habe ich meinen ersten Look gemacht. Wie alt bin ich da? 7. Auf dem vercrackten HP-Laptop von meiner Mami habe ich so mit 10 Fingern angefangen zu schreiben, weil ich einfach so ein Suchtig war. Oh, die Artbooks! Alter, nicht die verdammten Artbooks. Also, ich habe da immer irgendwelchen Scheiß vom Internet kopiert. Das ist logischerweise... Okay, einige Sachen sind meine Idee, das merkt man dann schon. Aber schau mal. Original by Sunshine. Mut ist, wenn du um 4 Uhr morgens knallvoll nach Hause kommst. Ich denke, das ist falsch geschrieben. Deine Frau mit dem Besen auf dich wartet und du fragst, bist du am Putzen oder fliegst du noch weg? Please ein Love It da lassen und teilen. Hat lange gedauert. Hat Fresse gar nicht lang gedauert. Auf jeden Fall, ich war like geil gewesen. Und ich habe alles gemacht, damit die Leute meinen Scheiß liken. Seht ihr, es muss Spaß machen. Like mein Video. Ich war Luca Hänni-Fan. Und dann habe ich einfach so Lyrics abtippt. Anstatt Lyrics googlen, habe ich fucking selber das Lied 2 Stunden gehört und abtippt. Ich atme dich ein. Klick ist wichtig. Also, ich klicke. Ist verdammt wichtig. Hi Leute, kennt ihr das Gefühl, ganz hinten zu stehen? Genau das Gefühl habe ich, wenn wir genau einen Lehrer haben. Tom, genannt Killer Tom.
Er beschimpft uns unendlich, zieht uns in den Haaren. Und hauptsächlich lernen wir nichts in seinen Stunden. Er sagt uns mit Q, sagt uns zufälligerweise Idioten und so weiter. Unsere Eltern versuchen ihn aus der Schule zu bekommen. Aber Tom sagt zum Direktor, das ist nur mit Humor gemeint. Von wegen. Schuloutfit. Das war in Dänemark. Das war echt ein verdammter Pisser. Aber mehr hat er nie etwas gemacht. Er hat nur den Buben an den Ohren rumgezogen. Auf jeden Fall. Nächstes Problem. Ich war sehr aktivistisch in meinen Artbooks. MSP-Kosten. Please like it. Sag gut mal. Habt ihr auch gemerkt, dass VIP teurer geworden ist? What the fuck? Ich habe übrigens VIP gesagt früher. MSP soll man nachdenken, wie viel Geld die verlieren. Wenn es billiger wäre, würden das viel mehr kaufen. Dann verdienen die mehr Geld. Und wenn die das teurer machen, kauft das keine Sau mehr. Selbststolz, MSP. Naja, ich kaufe mir auf jeden Fall nie mehr wie VIP. Sendet es bitte an, Freunde. LG eure Sunshine. Ich habe mir absolut wieder gekauft. MSP wird Kacke. MSP ist Kacke. Also jetzt mal ehrlich. Sorry, wenn ich euch nerve. I'm ready to fight MSP. Swiss, Schweiz. Alle, die schon mal da waren, please liken. Oder auch die, die möchten. Alle, die aus der Schweiz kommen, bitte liken. Schweiz ist geil. Schickt das mal dem Adi. Seit wann interessiert dich denn ein Lachflash? So eine Rudy Sau. Gut, also meine Kurzfilme sind eigentlich der Shit. Boah, scheiße. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das antun kann. Der Horrorfilm. Der ist verdammt gut geratet. 4,5 Sterne. Wo ist mein Grammy? Kein Wunder, bin ich Influencerin geworden. Ah, okay, jetzt schauen wir. Kommt, auf geht's in die Mission. Wir müssen jeden Tag viele Monster besiegen. Meine Kreativität, hä? Okay. Raschel. Wo befindet sich dieses Biest nur? Wow! Oh, müssen ich das machen? Jetzt ganz dringend auf Seite gehen, ihr. Suldigug! Geh weg! Alter, der hat einfach ins Gesicht gefurzt. Flügel abbeiß. Boah, ist das schon ein Horrorfilm. Au! Nimm das! Nimm das! Geht's? Ja! Einfach SpongeBob rausgepult. Zack! Girlboss! Ah! Er entführt mich! Okay, trotzdem nicht so eine Girlboss. Hey Leute, ich muss euch gestehen, der nächste Kurzfilm ist, ich weiß, ich habe es noch nicht geschaut, aber der Titel ist «Doofe Oma hat mein armes Tierchen zu Tode gequält». Und das ist wirklich passiert. Also mal schauen, was ich erzähle davon. Trigger Warning, eine Schildkröte stirbt. Das ist echt passiert! Oh, die Musik, hört. Ich hatte eine Schildkröte, die war 1,5 cm groß, war 1 Jahr alt und ich hatte sie meiner Oma gegeben, dass sie eine Weile drauf aufpasst. Und dann hat sie ein neues Aquarium gekauft, aus Glas und einem Glasdeckel, die Schildkröte reingesetzt und ab in die Sonne. Dann ist es natürlich unter Glas so heiß geworden, dass sie eine halbe Stunde vor wir gekommen sind, gestorben vor Hitze. Ich heule in echt. Und meine Oma ist so blöd. Aber weil sie meine gekocht hat, kauft sie mir eine große. Und meine Mom auch eine, dass ich 2 habe und die Großen sterben nicht so schnell. Doofe Oma. Und jetzt studiere ich Psychologie. Let's go Black Chica. Das ist meine Musik. Okay, Mom, ich gehe jetzt. Danke, denk, scheiße. Wow. Seit wann bist denn du so zickig? Hast du deine Tage? Nein, Mom, bye bye. Und wenn schon, ich bin 12. Hey. Hey, Schätzchen. Hey.
Warum heute nicht sexy angezogen? Warum bist du denn heute nicht so sexy angezogen? Meine Mom ist heute zu Hause gewesen. Bei mir auch. Ach, das ist so schlimm. Oh, geil. Einfach Motorrad in Schule. Oh, die traurige Musik wieder. Nein, Mom! Trigger Warning! Ach du Scheiße! Hä? Einfach eine Meerjungfrau, mashallah. Ah, sie haben sie verzaubert. Puh, sag mal, seit wann seid ihr magisch? Seit du uns geboren hast. Ach ja, und Mom, wieso wolltest du Selbstmord begehen? Weil ich eine schlechte Mom bin. Gangster-Internat. Also komm, wir schauen Gangster-Internat und dann ist gut. Ring! Ist verdammt schwierig, Synchronsprecherin sein für das, hä? Boah, shit, war echt ein harter Tag. Ja, Zeit für eine Runde kuscheln. Ja, eigentlich müsste ich heute mit den Mädels aus. Naja, wenn dir deine Mädels wichtiger sind als ich. Alte! Warte! Toxic Queen. Wow, mein Vater ist ein geiler Typ. Der hat das Café nur für uns reserviert. Sivana, wo ist eigentlich dein Freund? Ach, wir hatten ein bisschen Stress. Er meinte, dass ihr mir wichtiger seid als er. Sind wir hoffentlich auch. Boah, Alter, mach dich nicht nochmal an meine Freundin an, sonst... Ja, du hast recht. Einfach am Flüstern, die Sauhund. So, schubs. Zack. So, aha. So, jetzt kriegst du mal richtig auf die Fresse und das nächste Mal landest du im Krankenhaus. Boah, Alter, was geht mit dir? Ich bin doch nicht doof, ey. Ey, was macht ihr hier mit meinem Schatz? Schatz. Du solltest lieber mal ein bisschen aufpassen, dass der dir nicht fremd geht. Ja, denn dieser Trottel macht immer meine Freundin an. Rudige Musik. Na, Silvana, hast du wohl auch Stress mit deinem Freund? Ja, nicht mehr so. Ach, Süße. Sie umarmen sich. Ja, in unserem Internat ist ja auch nicht immer die beste Stimmung. Ah ja, wir sind ja im Gangster-Internat. Ja, ich finde es eigentlich ein bisschen schätze, weil eigentlich ist unser Internat ein Elite-Internat. Ein Internat für Reiche. Ja, und ich finde, Herkunft spielt nicht immer so eine große Rolle. Ich hätte da so eine Idee. Komm einfach mal mit. Ups! Wer soll das alles jetzt bezahlen? Ich check, sie sind shoppen zum besser gehen. Lass das mal meine Sorge sein. So, die Gangster-Internat, so eine geile Sicht. Das ist einfach gar nicht in Ordnung. Leute, Alter, ich bin dort wahrscheinlich so, eben, vielleicht 10 gewesen, wo ich das gemacht habe, wo wir jetzt geschaut haben. 10. Von wo ist das Weltbild gekommen, dass Typen so macho-mäßig einfach so gehen, Gangster, ich poliere dir jetzt die Fresse. Und Mädchen sind, ja, pass mal auf, dass der dir nicht fremd geht. Und Selbstmord und all das, Alter. Und das war damals. Wir haben gar kein Insta, TikTok, was weiß ich. Es gab ja ein bisschen Angst um unsere kleinen Gofen im Fall, muss ich sagen. Passt auf eure kleinen Geschwister auf. Das ist wirklich ganz schlimm. Es tut mir leid für das Video. Ich habe es sehr unterhaltsam gefunden. Ich hoffe, ihr könnt auch ein bisschen mit mir mitlachen. Aber es ist so peinlich. Tschüss zusammen.